Vielmals merci, so nicht guten Abend, begrüßen ich auch zu meinem Vortrag und so noch dem Resistenzmusee merci für die Invitation und noch all die Leute, die heute Abend hier sind. Ich stelle mich wie gesagt heute Thema von meiner Masterarbeit für, die ich letztes Jahr geschrieben habe und in der es die Internierung von mutmaßlichen Kollaborateuren an der Nachkriegszeit zu Lützeburg geht. Ich werde in einem ersten Schritt erklären, wie ich in meiner Arbeit vorgegangen bin und wie ein Quellen ich benutzt habe. Und dann gehe ich dann auf die Entstehung, die Leben und auf die Organisation und die Lagern zu anschauen. Ich habe mich während meinem ganzen Studium schon mit dem Thema Kollaboration beschäftigt. Das Ganze hat angefangen mit meiner Bachelorarbeit, wo es spezifisch just militärische Kollaboration zu Lützeburg gegangen ist. Das heißt, Lützeburger, die sich freiwillig an die Wehrmacht oder am Waffen-SS gemeldet haben. Und das Ganze war in dem Moment begrenzt auf Personen, die zu Asch gelebt haben. Für meine Masterarbeit wurde ich dann in digitalisiert Register aus dem Populationsbüro von der Stadt Asch mit Personen, die an den Internierungslagern zu Asch interniert wurden, zur Verfügung gestellt. Und so kam es dann, dass ich mich mehr intensiv mit dem Umgang vom Thema Kollaboration an der Nachkriegszeit zu Lützeburg beschäftigt habe. Meine Masterarbeit besteht aus 2 Kapiteln mit jeweils 3 Unterkapiteln. Im ersten Teil geht es um das Leben an den Lagern. Das heißt, ja, wie sind die Lager entstanden, was waren die gesetzlichen Grundlagen dafür und dann aber auch, wie hat den Alltag für die Prisonniere an den Lagern ausgesehen und was wir sehen über das Personal von den Lagern. Meine wichtigsten Quellen waren heute Dossien aus dem Fonds vom Justizministerium, mehr genau aus dem Bereich von der Epuration, die heute am Nationalarchiv liegen. Das zweite Kapitel ist eine Statistik von all den Prisonnieren. Das waren insgesamt 536 Personen, darunter 275 Frauen und 261 Männer, die an dem Register erwähnt gehen. Und da habe ich dann verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel den Alter, den Beruf oder auch die Herkunft analysiert. Am Register selber steht kein Datum dran, aber kann ich davon ausgehen, dass es zwischen 1944 bis 1945 entstanden ist. Wie wir nur noch Werte gesehen, stützt sich die aus so auf die Entstehungszeit der Lagern. Heute sieht ihr auch ein bisschen, wie das Register von außen ausgesehen. Hier ist dann noch ein bisschen ein Ableg an das Register. Da stehen eben Informationen über die Internierten dran, wie der Name, der Vorname, Geburtsdatum, Geburtsplatz, Adresse, Nationalität und noch einst du Person ein Aufenthaltsverbot an einer Stadt oder einem Dorf hat. Wenn jetzt Vermögen und der Besitz beschlagnahmt gehen ist, wird das auch an diesem Register vermerkt. Und für was die Information für die Lagerverwaltung wichtig war, sehen wir noch einmal. Für die Masseninformationen mehr übersichtlich zu gestalten, habe ich Daten aus dem Register und aus den Prozessakten und Diagrammen durchgestellt. Und häufig habe ich alle Daten an Excel-Tabellen angedroht. Hier seht ihr auch einen Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den Informationen aus dem Register. Und hier ist dann eben noch das Ganze für Daten aus den Prozessakten. Zum Schluss sind Daten mit Hilfe von Pivot-Tabellen ausgewertet worden.
Links gesagt den wie so ein Pivot-Tabelle ausgesehen wird, an der Mitte dann das Ganze in Form von einer Tabelle, auch jetzt das fertige Diagramm. Pivot-Tabellen sind Hilfstabellen am Excel für eine große Unzahl an Daten zu gruppieren. Die Informationen aus dem Register konntest du teilweise noch ergänzen mit Informationen, die ich aus den Karteikarten hat, die genau wie das Register aus dem Escher Populationsbüro stammen. Hier ist dann noch ein Beispiel von so einer Karteikarte angeblendet. Es kann herausfinden, wenn und wo die Person geboren ist, wo genau sie zu Esch gewohnt wird, ob sie bestört war oder nicht, was ihr Beruf war und noch wenn die Person auf Esch gekommen ist, wo sie vierdrohen, an dem nur auch wie noch gewohnt wird. Es kann Ihnen also mit Hilfe von diesen Karteikarten genauer tracieren, wo und für wie lange eine Person überall gelebt wird. Eine andere Quelle waren aber auch noch Zeitungsartikel, die einen Abblick an die direkte Nachrichtszeit gehen und noch über den Zustand zu der Zeit informieren. Das heute also ein Beispiel von der ersten Ausgabe vom Lützeburger Wort, die einen Tag nach der Befreiung von der Stadt Lützeburg, den 11. September 1944, herausgekommen ist. Da wird doch schon direkt geschwärzt von der Bestrafung von alten Verrätern, also von den Kollaborateuren. Dann habe ich mir auch noch 50 Fälle aus dem Register herausgepickt und mir die jeweiligen Prozessakten am Detail angeguckt. Die Auswahlkriterien waren heute, dass gerade so viele Frauen wie Männer an der Statistik vertreten sind, das heißt 25 Frauen und noch 25 Männer. Und dann aber auch, dass, wenn es nicht mehr möglich war, Personen aus allen Alterskategorien vertreten waren. Wie ihr hier in der Tabelle links erkennen könnt, wofür 2 Alterskategorien, die ich am Register gefunden habe, keine Prozessakten, respektive just für die betroffenen Männer kein existiert. Und an den Prozessakten habe ich noch weitere Aspekte gucken, wie zum Beispiel mögliche Kollaborationsgründe, Memberschaften an NS-Organisationen, Dauer von der Internierung und noch Informationen über die Verurteilungen. Am letzten Kapitel habe ich noch eine genderspezifische Analyse gemacht und eben geguckt, bei welchen Aspekten und Gemeinsamkeiten und aber auch Unterschiede feststellen kann. Aus zeitlichen Gründen, weil an den letzten Jahren schon so Statistiken über das Profil von den Kollaborateuren publiziert wurden, werde ich mich an diesem Vortrag just auf den noch mir unbekannten Teil von den Internierungslagern fokussieren. Auch wenn über das Thema von der Kollaboration an den letzten Jahren immer mehr geforscht und publiziert ging, gibt es bislang noch keine Arbeit, die sich just mit den Internierungslagern beschäftigt wird. Die Lager gehen zwar vereinzelt kurz erwähnt, aber nie weiter thematisiert und so war vierdrun auch nicht viel über die Thematik bekannt. Das Buch de l'épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la Seconde Guerre mondiale von Paul Serre, also sich das einzige Werk, das sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Laut den Quellen goufen zu Lützeburg insgesamt 22 Internierungslager. Die Blupunkte auf den 2 Karten weisen nicht, wo am Land Internierungslagern existiert haben. Wie ihr auf der linken Karte erkennen könnt, war der Gros von diesen Lagern am Norden und am Osten vom Land. Das hat damit zu dienen, dass an diesen Regionen vom Land am meisten während der Ardennenoffensive zerstört wurde und noch durch Remissen abgebaut ging. Wir werden nur noch gesehen, dass das nicht just, dass du nicht just Kriegsgefangene angesagt sind, sondern dass eben auch die Prisonniere aus den Lagern eine Rolle gespielt haben.
Am Ausschnitt rechts seht ihr dann, wo die 3 Lagern zu Asch ungefähr waren. Den 12 von den Prisonnieren zu beurteilen, war das Lager Ballwald das größte von denen 3. Dann kam dann das Lager Sotal und das kleinste Lager war das Lager Katzenberg. Das Lager Ballwald waren denen alle Gebäulichkeiten von der Firma Source Ballwald innerbrucht und die anderen 2 Lager haben sich aus allen Holzbaracken zusammengesetzt, die während der Besatzungszeit von sowjetischen Zwangsarbeiter bewohnt waren. Ich will genau auf die Organisation und den Alltag an den Lagern eingehen, will ich als erstes erklären, wie und für was die Internierungslager zu Asch, aber auch auf andere Plätze am Land entstanden sind. Das Zitat, das ihr heute seht, spiegelt die Situation, mit der die Regierung konfrontiert war, wie sie den 23. September 1944 aus dem Exil zurück auf Lützeburg gekommen ist. Prisungen am ganzen Land waren schon zu dem Zeitpunkt, also nicht lange nach der Befreiung, komplett überfüllt. Das hat damals zu tun, dass direkt nach der Befreiung die Resistenzorganisation Mamnum Union angefangen hat, mutmaßlich Kollaborateuren festzuholen. Festnahmen sind ganz oft willkürlich durchgeführt worden und noch oft ohne rechtliche Grundlage. Die Union war den 23. März 1944 gegründet und hat sich aus den 3 wichtigsten Resistenzorganisationen zu Lützeburg zusammengesetzt. Das waren die Lützeburger Patriotenliga, LPL, der Lützeburger Rote Leif, LRW und die Lützeburger Freiheitskämpfer, LFK. Schon direkt am Nachmittag und Tag von der Befreiung hat die Union angefangen, Plakate aufzuhängen, an denen sie die Bevölkerung über die Aufgabe von der Resistenzorganisation und auch über die Gründung von einer Miliz informiert haben. Wie ihr an diesen Zeitungsausschnitt lesen könnt, waren die selber ernannten Aufgaben von der Union an ihrer Miliz die Festnahme von mutmaßlichen Kollaborateuren, die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und noch die Verhinderung von Selbstjustiz innerhalb der Bevölkerung. Die Miliz hat polizeähnliche Aufgaben und hat sich vor allem aus Refraktären, Resistenzler und Deserteuren zusammengesetzt. Mehr das oft vorkommt, dass die Union an ihrer Miliz sich selber nicht an die Regeln gehalten haben, vor allem, wenn es darum gegangen ist, mutmaßlich Kollaborateuren zu verhaften. Obwohl Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Zumachen von Geschäften, von Major Rudi Ansch oder von Major Georges Schomer, die zusammen mit den alliierten Besatzungsbehörden für die Verwaltung vom Land verantwortlich waren, genehmigt gehen, hat die Union sich oft nicht daran gehalten. Auf viele Fälle sind schon durchgegangen, dass ein Opa schlecht über die geschwärzt wird und Personen dann verhaftet gehen ist. Und dadurch oft ohne Beweise. Dabei ist auch zu sagen, dass die Festnahmen von mutmaßlichen Kollaborateuren oft mit Gewaltanwendung seitens der Miliz verbunden waren. Und die Regierung wollte die chaotische Situation in den Griff kriegen und Verhaftungen und Internierungen besser organisieren. Für das Problem von den überfüllten Prisungen entgegenzuwirken, gab Anfang Oktober dann dezidiert, Speziallagern abzurichten. Für die Regelung von den Festnahmen und den Internierungen hat die Regierung den Gesetzestext vom 26. Juli 1944 über die Aussperre von sogenannten verdächtigen Personen als Basis geholt und hat den Text dann überschafft. Mit dem großherzoglichen Beschluss vom 12. Oktober 1944 gouf festgehalten, dass Personen auf lange Dauer just können mit der Zustimmung vom Justizminister angesprochen gehen. Und die Decision hat ihn aufgrund von einem Bericht von der sogenannten Kommission d'Internement getroffen.
Heute sieht ihr ein Zitat vom lützeburgischen Justizminister Viktor Botzen aus einer Versammlung am Parquet an der Präsidenten von den Internierungskommissionen. Als er so erklärt ihn, für was der großherzogliche Beschluss vom 12. Oktober 1944 so wichtig war. Die Festnahme von verdächtigen Personen sollten eine legale Basis kreieren und den Auflauf sollte auch klar definiert sein. Willkürliche Festnahmen ohne konkrete Beweise sollten mit Hilfe von diesem Beschluss endgültig gestoppt gehen. Aus der Quelle geht hervor, dass es dem Minister wichtig war, dass Kommissionen präzise Erklärungen über den Grund von der Festnahme gegeben haben und noch genau Informationen über die Identität von der Person. An dieser Tabelle seht ihr, dass es insgesamt 8 der Internierungskommissionen gaufen, die nur den Kantonen angedeelt waren. Die Großkantonen Asch und Lützeburg hatten 2 Kommissionen. Ein paar Kantone wie zum Beispiel Reden und Attert und Wolz sind aufgrund von ihrer mehr niedrigen Einwohnerzahl zusammengelöst gehen und von einer Kommission geriert gehen. Den Handlungsperimeter von den 2 Internierungskommissionen zu Asch gouf nur geografische Kriterien festgelöst. So war eine Kommission just für den westlichen Teil vom Kanton verantwortlich, während die zweite Kommission sich den östlichen Teil gekümmert hat. 1 oder 2 Membern haben die verdächtige Person kennen. Die Regierung hat sich so möglicherweise Informationen aus erster Hand erwartet. Aber auch nachdem die Kommissionen angesagt wurden, hat die Union noch immer Personen ohne Akkord vom Minister festgeholt und angesperrt oder auch freigelassen. Ein grosses Problem hierbei war auch, dass ein grosser Teil von den Membern an den Kommissionen auch gleichzeitig Member an der Resistenzorganisation Union waren. Die Unschuldsvermutung hat bei vielen von ihnen keine große Rolle gespielt, und so ist es doch vorgekommen, dass Falschinformationen bewusst verbreitet wurden und den Justizminister vorgelegt wurden. Aus diesem Grund war der Minister der Meinung, dass die Quellen respektive Informationen, die je von den jeweiligen Kommissionen übermittelt wurden, nicht besonders vertrauenswürdig wären. Und daraufhin hat er dezidiert, für die jeweiligen Bürgermeisterin respektive die Vertreter aus den Gemeinden von den Verdächtigen mit als Membern an Kommissionen heranzuholen. Ein Beispiel aus der Gemeinde Diedling, der dann die Quellen erwähnt wird, weist, dass die Regierung trotz dem geschaffenen gesetzlichen Kader auch an 1944 noch immer Schwierigkeiten hat, für illegale Festnahmen zu verhindern. Die Union hat zu Diedling nämlich eine eigene Kommunalkommission für die Festnahme geschafft, was natürlich gegen Gesetz war. Der Justizminister hat den 17. November 1944 in Form von einem Ministerialdekret noch einmal daran erinnert, dass die Festnahmen an endgültige Internierungen nicht mehr mit seinem Akkord dürfen durchgeführt gehen. An der Quelle kann ich noch lesen, dass die Lützeburgische Regierung sich, was die Internierung von mutmaßlichen Kollaborateuren belangt hat, und den Notbeschlag nach Frankreich, an der Belgien, aber auch in Holland inspiriert hat. An einem Brief erklärte der Justizminister, dass es auch in Frankreich Spezialkommissionen gehen, die über die Verhaftung und die Internierung von verdächtigen Personen dezidieren und noch ähnlich wie in Lützeburg aufgebaut waren. Aber nicht just Festnahmen und Aussperren von möglichen Kollaborateuren hat die Regierung kurz nach der Befreiung für große Herausforderungen gestellt. Durch die enorm vielen Festnahmen sind natürlich auch immens viele Dossiers beim Parquet gelandet, die müssen trätiert gehen. An einem Brief vom 5. November 1944 wird gewusst, dass der Parquet zu dem Zeitpunkt noch eine neue Methode gesichtet hat,
die es ging erlauben, Dossier mehr sehr zu trätieren. Weiter kann ich dort lesen, dass die Wille hat, Fallen Schweregrade nur zu sortieren, der Tisch die mich schlimm fall, von denen Männer schlimmen zu unterscheiden. Ein weiteres Problem war auch noch, dass nicht genug Richter zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Mir wurden nicht nur Richter gemangelt, weil am selben Brief schreibt der Parquet auch, dass Hunderte von Inhaftierten noch nicht befragt wurden. Auch hier wurde also Personal gemangelt, weil just bestimmte Personen dürfen so Befragungen machen. Zu ihnen haben Member von der öffentlichen Staatssicherheit, der Gendarmerie, der lokalen Police, der Police, die für den Standort vom Lager verantwortlich war, und noch Member aus der Sûreté Auxiliaire gezählt. Sie haben aber im Gegensatz zu den anderen eine Spezialerlaubnis gebraucht. Nachdem wir die Entstehungsgeschichte von den Internierungslagern gesehen haben, werde ich die Organisation und die Leben an den Lagern zu Asch angehen. Laut dem Pulsar hatten die 3 Lager zu Asch den schlechteste Ruf von all den Lagern am Land, besonders was Hygiene anbelangt wird. Die Anzahl von den Prisonnieren an den 3 Lagern hat sich permanent geändert, was damit zu tun hat, dass Transferen zwischen den verschiedenen Lagern am Land stattfanden und zwischen Dezember 1944 und Mai 1945 waren zum Beispiel zwischen 600 und knapp über 1000 Personen an den 3 Lagern zu Asch inhaftiert. Aus solchen Listen, die Transferen dokumentieren, kann ich schlussfolgern, dass die meisten Prisonniere hier Haftzeit nicht just an einem Lager verbracht haben, mehr an verschiedenen Lagern durch das ganze Land. So sind zum Beispiel Prisonniere von Asch und Lager auf Dietrichsburg gehen und noch umgekehrt. Die Lager haben aber nicht lange existiert. Die Quellen nur zu beurteilen als das Lager Katzenberg, also das kleinste von den 3 Lagern, wahrscheinlich schon 4. August 1945 abgelöst ging, weil es da noch nicht mehr erwähnt wird. Das Lager Sotal hat wahrscheinlich bis den 1. November 1945 existiert. Dann wird da just nach das Lager Balwal, was dann aber auch im Januar 1946 abgelöst wurde. Aus der Quelle geht dafür, dass im Dezember, also kurz vor der Ablösung vom Lager, noch ca. 300 Prisonniere hier untergebracht waren. Die übrigen Häftlinge sind im Januar dann an der Prison am Grund gebracht worden. Irgendwie genau auf den Alter an den Lagern angehen, ist es noch wichtig zu sagen, dass die Lager nicht just gedurcht waren, für mutmaßliche Kollaborateuren wegzusperren, aber sie waren auch gleichzeitig Arbeitslager. Den Alter an den Lagern war ganz streng geregelt und es wurde von den Prisonnieren verlangt, dass sie sich an die Regeln halten. Wenn sie das nicht gemacht haben, mussten sie mit Strafe rechnen. Wie eine Art von Strafe nicht sich dabei gehandelt wird, sehen wir noch. Den Tag wird für die Prisonniere schon früh morgens um 5:30 mit Frühsport an Appella angefangen. Heute seht ihr eine Tabelle, die den Tagesauflauf an den Lagern resümiert. Prisonniere müssen während dem Tag an den Lagern selber arbeiten, zum Beispiel an der Küche, an der Grundbrüchschule. Die meisten von ihnen sind aber für Arbeiten außerhalb von den Lagern angesagt gehen. Laut dem großherzoglichen Beschluss vom 4. Mai 1945 haben politische Prisonniere Arbeiten erledigen, die entweder mit der Rekonstruktion vom Land zu dienen hatten oder an der Landwirtschaft und so mit der Lebensmittelversorgung von der Bevölkerung. Die Prisonniere, die außerhalb von den Lagern geschafft haben, waren als sogenannten Außenkommandos angedeelt, die sich nur den Ortschaften zusammengesetzt haben.
Platz, wo sie geschafft haben, hung also mit den jeweiligen Außenkommandos auf. Als Beispiel, ein Prisonnier, der ein Teil vom Außenkommando Asch war, ist auch just da an den Ersatz gekommen. Politische Prisonnier, die außerhalb von der Lager geschafft haben, haben noch müssen einen weißen Feierreck auf ihrer Kleidung tragen. Prisonnier, die an einem landwirtschaftlichen Betrieb geschafft haben, haben normalerweise auch da gewohnt. Es gab aber auch Spezialmobillagern, die vom Wachpersonal von den Lagern bewacht wurden. An der Tabelle hier gesagt, die aus welchen Ortschaften Bauern waren. Es fällt auf, dass sie alle Guten aus der nahen Umgebung von Asch waren. Die Internierte haben an den landwirtschaftlichen Betrieben und sich die Aufgabe von einem Knecht überholt. Interessant ist auch, dass Patron Heinz da angegeben haben, dass sie keine Prisonnier als Arbeitskraft könnten holen, den aus dem Dorf war, wo der Arbeitsplatz eben war. So zum Beispiel wird Gemeinde Dietling an einem Brief am Juni 1945 in der Strafe, dass Prisonnier nicht von Dietling stammen. Das lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass die Gemeinde möglich Negativreaktionen von den Anwohnern gefragt wird, an Übergriff auf Prisonnier an Unruhe wollte verhindern. Für allem während der Erntezeit waren die Bauern aber auf die Hilfe angewiesen. Ab November 1945 sind die politischen Gefangenen an der Landwirtschaft nun aber immer mehr durch Kriegsgefangene ersetzt gehen. Politische Prisonnier sollten ab dem Zeitpunkt just noch am Kader von der Rekonstruktion angesagt gehen. Neben der Landwirtschaft sind die Internierte aber auch an Handwerksbetriebe und an der Industrie angesagt gehen. Aus der Tabelle kann ich herauslesen, dass sie vor allem an Betriebe geschafft haben, die Lebensmittel hergestellt haben, wie zum Beispiel an Bäckereien, aber auch an Betriebe, die Material geliefert haben, das für die Rekonstruktion gebraucht ging. So zum Beispiel Kohlebetriebe. Kohle war auch ein wichtiger Rohstoff für die Eisenindustrie, an der jedoch bei der Rekonstruktion von der Wirtschaft zu Lützeburg eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der Sektor Publik, also der Staat und die Gemeinden, haben aber auch politische Prisonnier zurückgegriffen. Das vor allem im Bereich vom Straßen- und Brückenbau, aber auch an der Versorgung von der Bevölkerung mit Strom und Wasser. Zu Peting sind Internierte zum Beispiel für Arbeiten und Zugreso und für die Verleih von Kabeln angesagt gehen. Andere Prisonnier haben am Office du Ravitaillement geschafft, wo sie für den Transport von Mehl verantwortlich waren. Genau wie im Fall von der Landwirtschaft kann ich feststellen, dass Prisonnier aus den Lagern zu Asch auch für die anderen Bereiche hauptsächlich am Süden vom Land angesagt sind. Aufgesehen von den Bereichen, die wir schon gesehen haben, dürfen Prisonnier aber auch für andere Arbeiten angesagt. So zum Beispiel für die Putze von Dachrinnen am Spital zu Asch. Andere haben noch karitativen Einrichtungen geschafft, wie zum Beispiel an Klostern oder an Kannerheimen. Es gibt ihnen aber leider nicht gewusst, welche Aufgabe sie da überholen haben. Prisonnier hatten aber auch die Möglichkeit, für sich freiwillig an dem Minenkommando zu melden. Für die Arbeit an den Minenfeldern wurde ihnen versprochen, dass die Strafe pro Arbeitstag 4 Tage gekürzt ging. Neben der Verkürzung von ihrer Strafe kriegten sie auch alldach 60 Franken Salär, und für ihre Verpflegung und Unterkunft war auch gesorgt. Obwohl Prisonnier während ihrer Arbeit permanent beaufsichtigt waren, war es einem Prisonnier am Lager zu feiern und trotzdem gelungen, für fortzulaufen. Ob es gelungen war, die Person herumzufahren, geht ihnen am Bericht leider nicht gewusst. Aus der Quelle geht darauf vor, dass Prisonnier beim Einsatz an den Minenfeldern blessiert wurden oder eine Explosion nicht überlebt haben.
Am Fall, wo ihr Prisonnier abends unfähig ging oder während einem Ersatz gestorben ist, gouf du gegen hier Falle gelos. Ich komme Lohner ein Kehr auf den streng geregelten Alltag an den Lagern zurück. Die verschiedenen Lagern am Land goufen von der zentralen Lagerverwaltung, die ihren Sitz am Grund hat, verwaltet. Wenn die Lager bestimmte Gegenstände oder Lebensmittel gebraucht wird, müssen eine Liste erstellen und die dann durchschicken. Zu den Sachen haben zum Beispiel Kleidungsstücke, Seef, Waschpulver, Schustermaterial und noch Handtücher gehört. Und natürlich auch Arbeitskleidung für die Prisonnier. Die Internierten konnten sich auch Kleidung und Schuhe auslehnen, aber in der Regel haben sie ihre eigenen Sachen getan, außer wenn ihre Kleider vom Gericht beschlagnahmt wurden. Kleider und Schuhe, die einem Lager gehört haben, waren mit der Abschrift EP für Epuration oder CDT für Compte d'Internement gekennzeichnet, für sie so von den Sachen von den Prisonnieren zu unterscheiden. Und die Kleidung von den Prisonnier ist am Normalfall von ihrer Familie gewaschen gehen. Für die Prisonnier geöffnet an den Lagern Aufenthaltsräume, wo sie auch geschlafen haben. Des Weiteren goufen ihnen verschiedene Services angeboten, so zum Beispiel als alle Woche ein Koffer an die Lager kommen. Mit Zeiten, an denen sie davon profitieren konnten, waren vom Lager genau festgelegt. Alle 2 Wochen konnten Prisonnier neben den alltäglichen Mahlzeiten am Lager ein Lebensmittelpaket von ihrer Familie kriegen. Auch hier war aber genau festgelegt, was und wie viel Hut an diesen Paketen dürfen dran sein. Den Inhalt gewucht jede Prisonnier de Parkrut überprüft. Zum Beispiel wird nicht gleichzeitig dürfen Schokolade und Fleisch dran sein und der Park wird nicht dürfen mehr wie 1 Kilo wiegen. Verbotene Lebensmittel waren unter anderem angelöschte Esswaren, auch Gläser oder Konservebüchsen. Und da waren auch Zigaretten, Brickchen und alles, was mit Tabak zu tun hat, auch verboten. Die Lagerverwaltung hat auch genau abgeschrieben, was auf welchem Paket drauf war. Verbotene Lebensmittel oder Gegenstände wurden auch direkt beschlagnahmt. Neben den Lebensmittelpaketen konnten die Prisonnier auch noch einmal am Monat 3 Pfund Obst von ihrer Familie entgegenholen. Der Kontakt zu Personen außerhalb von den Lagern war im Prinzip nicht erlaubt. Man kann vom Direktor von den Lagern konnte den Internierten aber alle Monat für 15 Minuten von einem nahen Verwandten besichtigt gehen. Zu den nahen Verwandten haben heute die Eltern, die Partner, die Kinder, aber auch die Geschwister gezählt. Bekannten oder Freunde und Prisonnier nicht dürfen besichtigen. Und noch Besuchstage waren genau festgelegt. Den Besucher sind aber nicht am Lager selber gewirkt, mehr außerhalb an einem Büro. Dasselbe wird doch für die Gendarmen an der Verkote gegelt. An alle Sonntag am Monat haben Prisonnier dürfen einen Brief und ihre Familie schreiben. Auch hier dürfen nicht genau Angaben. Weil der Brief eher fortgeschickt wurde, von einem Richter kontrolliert ging ist, wurden zum Beispiel nicht mehr lang wie 20 Zeilen dürfen sein. Aber die Briefe und die Verkoten unterlagen nicht der Zensur. Hier sollte ich auch noch erwähnen, dass alle Prisonnier das Recht auf eine Verkot hat. Weil seine finanzielle Situation es ihm nicht erlaubt hat, sich ihn zu leisten, hat die Stadt ihm einen Pflichtverteidiger gestellt und Kasten überholt. Wenn Prisonnier sich nicht an die Regeln von der Lager gehalten haben, müssen sie mit Strafe rechnen. An der Quelle findet sich Beispiel von einem Prisonnier, den 2-mal beim Fummeln an den Aufenthaltsraum erwischt ging ist. Als Strafe musste er für 24 Stunden an Einzelhaft. Andere haben probiert, hier Briefe ohne Zensur aus den Lagern zu verschicken oder auch Zigaretten und Brot heranzuschmuggeln. In diesem Fall kriegte sie ein Schreibverbot für eine bestimmte Zeit, respektive war es ihnen verboten, für eine bestimmte Zeit Lebensmittelpakete zu kriegen.
Am Lager Belval gouf doch eng Krankestation, wo ein Doktor an de pur Infirmier geschafft hun. Die Krankestation war wahrscheinlich just für die Echtversorgung, das heißt für Männer schlimm Verletzungen gedurcht. An der Quelle von dem Beispiel von einem Prisonnier, den sich beim Grundbrüchschirle geschnitten hat und eben do versorgt ging aus. Für chirurgischen Angriff hat ihn dann aber müssen an Spital. Interessanter ist, dass es für den April 1945 ein gelöscht mit der Krankheit gibt, der zu der Zeit an den 3 Lagern zirkuliert sind. Am meisten Prisonnier waren an Tuberkulose erkrankt, und weil das eine Krankheit ist, die sich besonders gut an schlechten hygienischen Zustand verbreiten kann, kann ihn dadurch als Indiz deuten für eine schlechte Hygiene, die eben an den Lagern geherrscht wird. Wenn es zu einem Ausbruch von einer ausstechenden Krankheit an den Lager kommt, sind die betroffenen Personen in Quarantäne gesetzt gehen. So ein Ausbruch ist für den 24. April 1945 am Lager Belval verzeichnet. Ein paar Internierte, die an Tuberkulose erkrankt waren, mussten noch an einem Spital behandelt gehen. Die Internierten haben ihre Doktorsrechnungen an der Regel selber bezahlen. Eine Ausnahme wird gemacht am Fall, wo ein Prisonnier entweder kein Einkommen hat oder nicht besitzt wird. In diesem Fall wird der Staat dann Kosten überholt. Wenn ein Internierter nicht bei einem Doktor, hat die zuständige Lagerverwaltung als erstes eine Demande und die Zentrallagerverwaltung schicken. Da ist dann die finanzielle Situation des Prisonniers überprüft gehen. Die Lagerverwaltungen haben auch alle Doktorsrechnungen und den Office des Séquestres, also und das Büro, das sich um Beschlagnahmungen gekümmert hat, schicken. Wenn der Besitz an Vermögen beschlagnahmt goufen, sind sie vom Office des Séquestres geriert gehen. Das heißt, sie haben sich dann noch an dem Fall Bezahlen von Doktorsrechnungen gekümmert. Wenn die Beschlagnahmung vom Besitz an Vermögen anbelangt, ist noch wichtig zu erwähnen, dass das nicht just bei Kollaborateuren so gemacht wird, sondern den auch just aufgrund von seiner Nationalität als verdächtig gelten und so auch alles, was er besitzt wird vom Staat, eben nur der Befreiung beschlagnahmt ist. Und die Quellen ist vor allem Räts von italienischen und deutschen Staatsbürgern, die das Vermögen an ihren Besitz müssen nur der Befreiung aufgehen. Die Quellen haben auch eine Reihe Informationen über die Aufseher an den Lagern zu gefunden. Und da haben wir den Unterschied gemacht zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Aufsehern. Und just die staatlichen Aufseher müssen ein Examen packen, aber weil es aber im Mangel an Personal ging, gouf größtenteils auf sogenannten Hilfsaufseher zurückgegriffen. Dieses Diagramm weist uns, dass der Gros von den Aufsehern, die an den Quellen erwähnt gehen, junge Männer unter 40 Jahre waren. Den Durchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Die meisten von ihnen haben Männer wie ein Jahr als Aufseher geschafft. Wenn ihr da gesagt, dass eine Reihe von ihnen, wie in den Quellen erwähnt wird, vierdrun an der Eisenindustrie tätig waren, kann ich sich davon ausgehen, dass Dabicht als Aufseher just eine Art Aushilfsjob war und noch für viel wahrscheinlich ein Nebenverdienst war. Die meisten von ihnen haben das also hauptberuflich gemacht. Majorität von den Aufsehern, die hier erwähnt wird, hat zu Asch gewohnt, aber die anderen haben nur am Gegend gewohnt.
aus einem Bericht von der zentralen Lagerverwaltung, die sich wie gesagt die Organisation von den Lagern am ganzen Land gekümmert wird, geht aber auch viel, dass es bei den Aufsehern an den Lagern zu Asch und Disziplin gefehlt wird. Weiter kann ich an dem Bericht lesen, dass ein paar Aufseher Karte gespielt haben, am Platz d'Entrée vom Lager zu bewachen. An der Literatur so oft redet davon, dass Aufseher Internierte an den Lagern geschlagen haben. An der Quelle gehen effektive paar Fälle geschildert, ohne dass aber wirklich Details dabei genannt gehen. Alle Internierten haben aber das Recht, sich bei der Direktion vom Lager zu melden, wenn ihr das Gefühl hat, ungerecht von einem Aufseher behandelt zu gehen oder aber geschlagen ist. Dem Moment, dass dann ein Enquete an Fehler gelöscht ging, aber sich aber herausgestellt hat, dass den Internierte gelohnt hat, hat er aber auch Konsequenzen für ihn. Wir mögen die Leute über die Thematik nicht gewusst. Zum Schluss will ich noch 2 Sätze über Frauen an den Lagern zu Asch sagen. Was Personal belangt, tun laut den Quellen just 2 Frauen als Sekretärinnen an den Lagern geschafft. Und über die weiblichen Insassen geht die leider gut nicht gewusst. Sie gehen zwar in den Register erwähnt, aber tauchen an den Quellen über die Lager selber leider gut nicht auf. Ja, wir sind dann noch beim Schlussteil von meinem Vortrag angekommen, wo ich noch ein paar letzte Sätze zu der Funktion von der Lager will sagen. Die Lager waren an erster Linie die Antwort von der Regierung auf die chaotischen Zustände, die sie, nachdem sie aus dem Exil zurückgekommen ist, vorgefunden hat. Die Lager waren Teil von der Epuration zu Lützeburg und spiegeln auch die Spaltung von der Gesellschaft an der Zeit herum. Kollaborateure waren im Krieg nicht gerne gesehen, die Leute wollten sie nicht an ihrer Gegend gefunden haben und sie sollten aus der Gesellschaft ausgeschlossen gehen, an dem nur auch angesperrt gehen. Die Lager stehen somit für dann von der Besatzungszeit, aber auch gleichzeitig für den Wunsch nach einem Neuanfang für das Land. Bevor aber zu einem Neuanfang kommen musste gegen mutmaßliche Kollaborateuren ermittelt gehen. Die Lager waren aus sich eine Zwischenstufe, die Lützeburg musste bewältigen, für neu anzufangen und noch für die Besatzungszeit hinter sich zu lassen. Ich so nicht vielmals merci für die Nullabstrahlen.